dieser Gasse aufgestellt, weil die Akustik da vorne beim Herrn Landrat so furchtbar schlecht ist. Aber Sie haben es gemerkt, wir suchen also eine angenehme Stelle, die uns so die Atmosphäre des Waldes mit etwas Nachhall bringt. Aber das ist in dem Saal etwas schwierig. Überall schallschluckende Wände, wo man hinschaut. Die Mörtelbacher müssen scheinbar sehr laut sein normalerweise. Aber lassen Sie uns, wir haben ja also diesen letzten Auftritt hier in Ihrem Festkommerzprogramm, lassen Sie uns ein Stück anstimmen, das auch wieder eine Verbindung schafft zwischen Jägern und Schützen. Es ist ein Stück aus einer Oper, wo ein Jäger ein Mittel sucht, genauso wie der Schütze, immer das Ziel zu treffen. Ich kann das also auch aus eigener Erfahrung sagen, Herr Landrat, ich war auch mal Schützenkönig und war also in der Zeit Schütze, wo man begann, die große goldene Nadel herauszuschießen. Die Eltern unter Ihnen werden das sicher noch wissen, wann das war. Also es war schon etwa 20 Jahre her. Und in dieser Oper, Sie werden sie alle kennen, da sucht der Schütze seine Kugeln zu erreichen mit Hilfe des Teufels und er lenkt dann am Schluss auf seine Braut, aber doch nicht auf den alten Samuel da und es ist der Freischütz und daraus der Jägerchor, was gleichwohl auf Erden dem Jäger vergnügen. Ich darf Ihnen also ankündigen, meine Gruppe mit ihren Parforce-Körnern in der Ausführung des Jägerchors, wie er von Karl Maria von Weber, dem Komponisten, eigentlich ursprünglich gedacht war, nämlich ein Männerchor und dazu die Naturjagdhörner, diese Parforce-Körner. Sie alle kennen den Text sehr gut, der ist auch ganz einfach zu behalten, vielleicht können Sie sogar ein bisschen mitmachen. Da hält man einen riesen Jägerchor. La 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 la. Kablon. Kablon mal her.